Dann begrüße ich euch ganz herzlich bei dieser echten Pressekonferenz vom Nationalen Vorstand von Montgebel für das Jahr. Und ich so merci, dass ihr da seid. Das ist ein bisschen echt, dass es gerade auf diesen Tag von Haut gefallen ist. Und das war ja, konnte man ja nicht planen. Wir gerade heute haben wir den Komitee National angefangen mit der Breaking News, dass die Indextranche am Monat Februar deklariert wird. Auch für uns war das in dem Moment eine Konfirmation, dass es sowieso so kommen, entweder Februar oder März. Wir auch mir sind die Morgen über die Presse gehört, dass es definitiv der Monat Februar ist, wo die Tranche soll deklariert gehen. Wir freuen uns darüber, wieder wisst, wir haben am Anfang am Komitee National heute Morgen nach ein bisschen rekapituliert, weil alles auf der Index froh passiert ist. Sie noch froh darüber können zu sagen, dass es eine Organisation ist, die dafür gesorgt hat, dass das Indexsystem normal lebt und dass man die Tranchen alle gut kriegen und dass sie normal bezahlt wird. Und das ist wichtig so und dazu stimmen. Und wir werden dadurch wiederholen und wir werden daran erinnern, weil muss sich ganz klar bewusst sein, dass die Akteure, die am März letztes Jahr Tripartite-Akkord unterschrieben haben, wenn den Akkord hautnach gelten wäre die Tranche nicht der Fall. Und auch da ist eine Tatsache. Das heißt, die Tranche von Lo, die hatte man 14 Monate mich spät gekriegt, weil den Akkord eben viel gesehen hat, wieder ich erinnert, dass zwischen zwei Indextranchen immer 12 Monate mussten erfallen und dass man immer den Échéancier vom April vom Jahr hatten, wo eine Tranche müsste kommen. Die erinnert ihr ja nicht mal nicht die ganzen Historik und Vergangenheitsbewältigung nicht nur gesagt von dem, was passiert ist, mit der erinnert ihr, dass der Montgebel den Akkord nicht mehr gewonnen hat. Und wir waren da nicht verstanden und das war als Rotlin und das ist als Rotlin und das wird sie auch bleiben. Auch da profitieren wir einfach von der Situation, für das zu wiederholen und für das auch politisch klar zu stellen an alle Positionenten. Auch für die Zeiten, die nach Werten aber es durchkommen, wo wir wissen, dass wir nach Wertefehler attacken müssen konträren und es wird noch weiter wirken, so wie wir das ab März letztes Jahr eigentlich gemäht haben. Wir haben am März gesagt, nee, für uns geht es kein Verrückeln vom Index nicht froh. Und wir haben den Akkord nicht mehr unterschrieben, und wir haben uns Dono ständig gewährt und wir haben nicht abgehalten. Das heißt, mir ganz Jahr immer daran erinnert, am Laufe des Jahres, dass das für uns nicht akzeptabel ist. Und das haben wir am Verhandlungstisch gemacht, das haben wir auf der Straße gemacht, das haben wir in der Öffentlichkeit gemacht, das haben wir in der Presse gemacht. Und wir sind den Weg gegangen und wir sind nach Volksreich gegangen, weil es dazu geführt hat, dass wir im September einen neuen Tripartite-Akkord hatten, den Akkord vom März eigentlich schiffällig gemacht hat, anderem gesagt hat, der Mechanismus lebt normal. Ohne die Opposition von der größten Gewerkschaft am Land, ohne die Opposition von den Militantinnen und Militanten von Montgebel auf der Straße, wird es nicht zu dem Akkord vom September kommen, das wissen wir alle gut. Und dann hatten wir heute die Tranche vom Februar nicht. Und dafür ist der Teil für uns, also ich werde ganz wichtiger Moment, dann noch für uns erinnern, dass es sich immer lohnt, sich zu wehren und sich anzusetzen, für die Interesse von den schaffenden Leuten und ihrer Familien und von den Rentner. Und das ist notwendig, auch an die Kräfteverhältnisse in einer Gesellschaft für daran zu erinnern, dass so soziale Errungenschaften wie als ein Indexmechanismus nicht so einfach angepackt gehen. So dass wir froh sind, dass wir ein normales System sind, dass die Tranche am Februar der Lohr fällt. Die Tranche von April erinnern ich drin, dass sie sich die selber zu verschulden haben, dass die Lohr fällt, weil eigentlich aus das Jahr die Tranche, die letztes Jahr hat müssen am April fallen, und die Lohr just reportiert gehen ist. Und dadurch könnte dann auch zu der Tranche von April noch der sowieso da steht ja keine Diskussion. Und da wird dadurch zu Erinnerung einfach die Position von Montgebel bleiben, noch an den nächsten Monaten. Wir gehen hautnah in vom Komitee National auch darüber bestätigt, dass man auch die leidige Diskussionen hundertweise Mechanismus vom Indexsystem einfach nicht zulassen. Das wirklich penibel, wir sind immer schnell aufgesucht. In Zeiten von niedriger Inflation, wo keine Probleme war, kein Indextranche fällt, da schwätzt kein drüber. Wir wollen dann Indextranchen erfahren, da gibt es immer Probleme, da gibt es von allen Seiten attackiert.
Wir haben am Anfang ab der Ende 2021 die Attacken erlebt, kommen für dich von den Patronatskreisen, wie gewinnt, das ist also nicht die große Überraschung. Kommen die Attacken, weil sie den Terrain präpariert haben. Dann kommen zu der Tripartite, wo dann eine Indexmanipulation vorgeholt ist. Dann kommen die Tripartite von September, wo wir normal leben, und dann ist es munter weitergegangen mit den Attacken. Auch da tun wir ja alles, das sehen wir alle, dann du wirst meist weiter, du gehst wehren. Du kommst durch CD, die auch noch einmal wie gehabt, also schon als Index auslässt. Auch da das nicht Neues, durch CD ist auch nicht bekannt als salariatsfreundliche Organisation. An die Indexattacken, die gehen sowieso alle Jahre wieder geredet, mir auch heute natürlich Occasionen um Plateau zerwehrt. Dann kommen Enqueten, die gemäht gehen, de part et d'autre, wo dann nicht repräsentativ Echantillon gefragt wird, was sie vom Index halten. Und dann kommen einzelne politisch aus, so, was sie vom Index halten. Und einfach für den ganzen, für einfach als Position ganz klar zu machen, den Indexmechanismus, es muss so erhalten bleiben wie ein Haut am Gesetz aus, dass ein Gesetz, wir gehen nicht drin, wir lassen keine Manipulation zu, weder Verrückle von den Tranchen, nach eine Manipulation vom Wurrekurve. Das war ja die erste Attacke, die losgegangen sind in 21, da ich für, wir hatten dazu gelöst, dass du die Energieprodukte am Wurrekurve manipuliert wäre, wo man dann haut. Nach eine Deckelung vom Index, auch da kann da als Position dazu alles da, das am Anfang den Abstieg und den Ausstieg vom System an wie mehr, das wird nicht, man muss nicht passieren. Du wirst mir weiter wieder gehen. Wir werden noch im Februar, im April und an der Tranche, die da prävisiblement im Moment vom Jahr fällt, daran erinnern, dass wir die das System verteidigen. Allein zum gedeckelten Index. Mir auch das als irgendwo lastig, dass man immer muss erinnern. Mit dem Index als UK-System für Sozialgerechtigkeit zu schaffen, die Pferde auf anderen Wehr an, die Pferde auf der Lohnfroh an, die Pferde an den Betrieben, die Pferde aber auch für allem auf der Steuerfroh an die Froh vom gedeckelten Index ist eigentlich für alles just Makulatur, just eine Diskussion, wo ihn lanciert für Anfang des Systems selber zu attackieren. Muss ich auch wissen, dass man einer Diskussion unter dem plafonierten Index nicht irgendwo ein gering oder Mittelverdiener Cent mehr kriegt, wie viel drunten. Also es ist schon per se absurd, von gerechter Verdelung zu schwätzen. Und muss ich noch wissen, dass dann den Impact auf Lohngefüge allgemein auf die Entwicklung vom Mindestlohn hat, und dass es dann vom nicht so leicht ist, dass man ein Sozialneid schüren zwischen Mindestlohnempfänger, niedrige Löhne, mittlere Löhne, am Platz hinzugehen und wirklich froh von der gerechten Verdelung in unserer Gesellschaft zu schwätzen und froh von der sozialen Gerechtigkeit und das nicht auf der Indexfront. So dass Datei als just konfirmiert, dann am froh sind, dass es so ist, aber eigentlich für alles keine Diskussion aus für den Rest von diesem Jahr. Aber wenn sie gefordert wird, dafür haben sie mal dann mehr Werten kein Millimeter no gehen. An die zweite Breaking News, mit dem also Komitee National sich eigentlich morgen beschäftigt wird, das ist dann die Information, die man gestern von der Finanzminister gekriegt hat. Ja, da sind wir dann, also auch da gehen wir überrascht, wir kriegen ein Kommuniqué der Presse, wo wir mitkriegen, dass die Finanzminister dann eigentlich da äußert, was Nogibel während zwei Tripartiten immer gesagt hat, dass Staatsfinanzen besser sind, wie sie lange durchgestaltet sind, dass die chronischen Pessimismus an der Durchstellung vom Budget an von den Staatsfinanzen eigentlich falsch war. Wir haben dann den zwei Tripartiten immer wiederholt. An Haut sehen wir dann, dass das Ministerium sagt, wir sind nicht mehr in einer Defizitsituation, wir sind accidentär, wir können nicht mir hole ich Marge für etwas zu machen. Das wird mir ständig rappeliert. Wir haben noch ständig rappeliert, dass davon aufgesehen, dass wir ja nicht wie der Gag umbangen wie andere unter 30% Schuldegrenze festhalten. Dass wir unerweile wasch sind von der 30% Schuldegrenze. Noch das hat sich überhaupt bestätigt mit den letzten Informationen von der Regierung. Das heißt, das als Mann erreicht, wie sie geplant war.
an sogar geplant war par rapport zum Staatsbudget, das ja noch nicht so lange hier. Und der Tisch nach viel Männer höchst, wie sie geplant war, wo man an der Tripartite zusammen sollten, wo man geguckt hat, war das dann dran für nach den Entreprisen, aber auch den schaffenden Leuten und den Pensionierten in den Hand zu greifen. Also bestätigt das als eigentlich an der Abschätzung, was Marge sie für nach etwas zu machen, und an dem, was wir ständig gefordert tun, wir wollten innerhalb vom Indexmechanismus, aber wir wollten zusätzlich helfen für die Menagen, für die schaffenden Leute, für Pensionäre, für durch die Kaufkraftkrise zu gehen, weil sie trifft als alle guten Hadern, sie trifft natürlich am meisten die innersten Revenusklassen an, aber auch am allerhärtesten Mittelschicht. Und da haben wir immer gesagt, dazu sind da letztes Jahr, im März haben wir gesagt, im September haben wir gesagt, und du bestätigt sich das dann. Und dann kommen wir zu dem schwarzen was dann die Regierung proposiert zu machen. Und du wirklich fängt doch an, unsere Geduldsfurten zu reißen, weil es gibt anderem die Frau von der Steuerpolitik hat zu Lützeburg eine ganze Reihe Unwürdigkeiten immer vehikuliert. Und es geht ein bisschen verdrängt, was der Wirklichkeit passiert. Erstens mal wird immer geschwärzt, dass man eine gerechte Steuerpolitik hat, und wir wissen ja, dass das nicht der Fall ist. Und das soll auch bestätigt gehen durch Text von der Rezetten ob den Steuern bei den Personenphysiken, die wir gesehen und die um 11% geklommen haben, wo wir gesehen und dass mehr sind die schaffenden Leute, Familien, Personenphysiken, die meisten Steuern bezahlen und die meisten Steuererhebungen kann tun. Und zweitens gibt es geschwart von Steuererleichterungen. Und auch das muss ich aber eigentlich richtig an den Kontext setzen. Was hier proposiert wird als Wahlkado, das nicht Definitives, das wird gesagt, wir machen ein Provisorium, wo wir wollen bis zu 500 Millionen Euro ausgehen, für Steuererleichterungen zu machen. Wie was sind die Steuererleichterungen dann? Mit das ist ja nicht anders, wie das, was die Leute über die Steuererhöhungen, die sie Kanton an dieser Mandatur zu viel bezahlt haben. Und das den UGB steht ganz lang schon für die Forderung von der Adaptation vom Barem und der Inflation. Und wir wissen, dass durch das Phänomen von der Kaderprogression Steuererhöhungen passiert sind, aber gleichzeitig gesagt kriegen, es kommen keine Steuererhöhungen, es kommen Steuererleichterungen, da das auch die Leute anderen dargestellt und das ist für uns auch nicht akzeptabel. Da soll ich nicht beim Numm nennen, und da so immer, wir kriegen einen Teil zurück von dem, was wir zu viel bezahlt tun. Und du wird ein Teil kompensiert, aber dann ist es nach einem minimalen Teil, weil das ja auch interessant zu chiffrieren und zu thematisieren. Am Anfang haben wir also das Ganze selber finanziert. Wir haben durch das Phänomen von der Kaderprogression bis zum Ende von diesem Jahr, wenn da prävisiblement nach die dritte Tranche erfällt, also dann haben wir 8 Mal Steuererhöhungen erlebt. Die Regierung hat für Personenphysik 8 Mal Steuererhöhungen gemacht. Und das gut ist auch nicht. Und da soll ich dadurch beim Namen nennen. Während sie aber auf der anderen Seite 2 Mal Betriebsbesteuerung gesenkt wird. Und auch da haben sich nicht Gedanken gemacht, über das kostet, wie viel Leute das der kostet. Und wir machen mal provisorisch, gucken wir mal, da dann zu fahren, und dann machen wir ein Bilan, und da gucken wir, was wir weitermachen. Das ist wir haben 8 Steuererhöhungen durchgemäht am Ende von diesem Jahr. Und da sind wir bei einem Plus von Steuern, die Leute mehr bezahlt haben, von rund 21,8% bei einem Durchschnittslohn von 5.000 Euro. Und das ist viel. Das mischt viel am Portemonnaie von den Leuten aus. Aber wenn wir beim Index sind, wenn wir bei der Frage von der Kaufkraft, weil das ja das, was uns so interessiert, was doch wichtig ist. Aber wir brauchen ja Kaufkrafterhalt von den Leuten. Und auch Politik, Patronat brauchen Kaufkrafterhalt von den Leuten. Das muss ich auch eigentlich gesagt haben. Aber wenn wir bei der Frage von der Kaufkraft, dann ist natürlich nicht unbedingt das relevant, was im Bruttopreiszettel steht, mir das wäre aber das relevant, was ich am Ende von der Monat dann an der Tasche habe. Und wenn wir beim Netto sind, den eigentlich Alpers Wert verliert, par rapport zum Brutto, da können wir nicht mehr von einer realen Kompensierung von Kaufkraftverlust schwätzen. Auch da sind wir bei einer Indextranche, bei einem Durchschnittslohn von 5.000 Euro, bei 2,5% Indextranche, behält die nach 1,7% netto raus. Das ist ein Gap von 200 Euro im Monat.
die wann in ganz Joar 23 mathält an der Phase von der letzten Steuerreform 2017 bis haut und zu viel und Steuer bezahlt gehen oder Verlust und Nettoindex erlitten gesehen. Und da sie viel so, das eine Schwarze bewusst vom Durchschnitt von Dingen, weil das die Euro für was den oft gemäht wird, was bedeutet an die mit den höheren Gehältern sind die bei einer Adaptation von Barem am meisten gewonnen, mit prozentual sind bei den mittleren Gehältern, wo der Verlust am härtesten abschlägt, massiv abschlägt. Da sind wir bei Verlusten, die wirklich eben an der Höhe von 200 € sind, wenn in die 8 Steuererhöhungen hält. Und das muss einfach auch hart gesucht gehen, natürlich, wenn man lo von Steuererleichterungen schwätzen, von Wahlkarten, dann ist es nicht ganz ehrlich und nicht ganz transparent. Aber beim Thema Transparenz ist das auch wichtig zu sagen, weil da froh mir auch noch am Back ist, chiffriert ist das. Chiffriert ist das, was den Impact ist von der Kaderprogression auf die Gesamtmasse von den Steuern bei der Person Physik. Was das ist pro Steuerregelung, also pro Tranche, aber das ist aber auch kumulativ. Wie viel, und da sind wir im Milliardenbereich, sind da mehr Steuerrezepte generiert gehen durch den Fakt, dass Medikalprogression erleiden. An der Lastwurzel zu den vermögenden Steuerkrediten, also nicht auf dem Fakt, dass es ja dann ein temporär Antwort ist, ob ein Froh von Steuerbarem, die eigentlich nicht adaptiert gehen, ob definitiv dabei ist, wir haben alle gute verstanden, sie haben gesagt, es könnte keine Steuerreform tun. Auch mir verstanden wir, auch wenn es dann auf den Weg geht von temporären Lesungen, aber da muss ich sich schon vorstellen, wenn wir hohe Steuerkredite verlieren, dann hast du ja schon mal der nächste Indextranche verliert den Remo-Wert. Also es bleibt auch da nach einer Forderung sowieso von Mogibel, dass auch die Steuerkredite und die Inflation adaptiert gehen und ajustiert gehen, weil sie auch ständig kontinuierlich weiter Wert verlieren bei all Indextranchen, bei Steuererhöhungen, die daraus resultiert. Und dafür ist das sicherlich nicht der richtige Weg, zu sagen, wir machen punktuelle Steuererleichterungen, wir lassen zu summen über den Weg finden, wie wir den Nettoindex, der stattfand, 2017, aus der Welt geschafft kriegen, noch direkt, und ich meine, das ist das Wichtigste, gerade das ist das wichtigste Message vom Komitee National vom Mogibel heute Morgen, dass wir nicht schwätzen von Wunschlisten und Wahlprogrammen. Wir schwätzen von konkreter Politik, die gemacht wird. Und wir haben noch Zeit, und da sind am Ende bis zu den Parlamentswahlen. Und heute ist der Moment, wo ich Akzente setzen, politische Akzente setzen. Und Madame Backes hat etwas proposiert, was für uns in der doter Form nicht tragbar ist, weil wir wollen konkret über die Adaptation von Barem und die Inflation schwätzen. Und auch wir sind offen für die Diskussion zu führen, über wer, wo wir da können gehen. Wir haben schon erst Zahlen genannt, die müssen envisagiert gehen. Und da kann ich nicht von einem Steuerkredit schwätzen, den retroaktiv abgefordert wird, dann schon bei der nächsten Tranche wird verloren. Und da ist es eigentlich wichtig zu sagen. Die Fehler aus 2017 gemäht bei der Steuerreform, die ist ja auch verkauft gehen als große Wurf, aber finalement wird nicht wie eine Adaptation für die Kalkulation von 20 bis 2016, die durchaus stattfand. Und da hat Mogibel schon appelliert, passt doch mit die Adaptation von Barem an der Reform 2017. Sie ist nicht passiert, also konträr zu der Opposition von Mogibel, haben sie die Fehler weiter gemäht, und wir haben weiter Jahr für Jahr die Verluste erleiden. Und voilà, das wird sicherlich ein Hauptthema noch von Mogibel sein. Und da sind wir an der Vierwahlphase, wir sind an dem, was politische Akzente Haut sind, und nicht das, was an den Wahlprogrammen sind. Just die Wurzel der Wahlprogramme, auch da werden wir natürlich als politische Prioritäten definieren. Wir werden die und Parteien rundreden, an denen die vermitteln, und wir werden auch die Wahlprogramme prüfen, darüber hin, was sie dann eben zu den einzelnen Hauptsujets so, und was hier Positionamente zu den wichtigen politischen Prioritäten werden sind.
Und dazu gehört, auch da sind wir im Bereich, was kann Lohner passieren, aber auch schon im Bereich Zukunft. Dazu gehört natürlich für den UGBL ganz früh unter dem Droit du Travail. Und das ist ein bisschen das dritte große Sujet, mit dem wir uns also nicht gesagt haben, dass das ein wichtiges Thema, weil es eben nur noch 4 Brot gehen aus unserer Arbeitszeitorganisation, mit das aber mehr wieder, dann auch das muss ich sich bewusst sein. Wir haben Sujets wie die Reform von dem Sozialplangesetz, die Reform vom Plan Maintien en Emploi-Gesetz, die Reform vom Freiheitsgesetz, die Reform von den Weiterbildungen und dem Droit à la Formation continue und so weiter. Die Reform vom Arbeitsrecht allgemein, für es anzupassen und den Strukturwandel und die Transition, an der wir evaluieren. Ultra wichtig. Mehr aber auch ganz wichtig für uns, und das ist die Reform vom Kollektivvertragsgesetz. Alles das klingt ein bisschen wie den Forderungskatalog vom UGBL, aber das ist das Koalitionsprogramm von dieser Regierung. Und das ist nicht davon angesagt. Und das bedauerlich, für das Lummel so zu sagen. Das ist bedauerlich. Das ist auch nicht auf den Instanzen, wo ich kann sagen, du hast schon am Tiefdruck geschafft, gehen für allem. Und das ist wirklich für uns auch traurig, als nicht wirklich an dem Tripartite-Gremium diskutiert gehen, wo du für du als das Komitee permanent du Travail de l'Emploi. Den haben sie wird Gesetz verankert, da soll immer genau die Dossiers diskutieren, das tut nicht passiert. Wir hatten zwar CPT-Sitzungen, aber die waren, also das Gesetz sieht, müssen noch 3 am Jahr sein, wir sind mal nicht immer auf die Quote kommen, da wisst ihr, wo wir stehen. Und dann haben wir da ganz viel, auch wo kein von den wesentlichen Sujets diskutiert gehen ist. Und du hast absolut Reformstau, haben wir da stehen. Und das ist so wichtig. Das ist natürlich für eine Gewerkschaft von den wichtigsten Elementen. Da sind wir an unserem Kern geschafft. Wir sind an den Arbeitsbedingungen von den schaffenden Leuten. Und da gibt es so viel Not zu holen. Wir haben ein anachronistisches Arbeitsrecht, wo muss reformiert gehen auf viele Punkte. Und wir waren froh über das Koalitionsprogramm, wo sich da vieles vorgeholt ist. Und natürlich nicht froh darüber, dass nicht umgesagt gehen ist. Und dann schließe ich auch mit dem Thema, weil eben nur in aller Munde ist, und das ist ein Teil vom Arbeitsrecht, das ist von den Arbeitszeiten. Und das haben wir auch den Morgen diskutiert am Komitee National, und das muss ich sagen, dass es ein bisschen bedauerlich ist, dass man nur in einer Wahlkampfphase schwarze von Etüden, die man machen, um zu gucken, wie viele Stunden da soll geschafft gehen. Weil Arbeitszeiten, das nicht, weil ich in einer wissenschaftlichen Etüde kann rausfallen. Und das muss ich sich auch bewusst sein. Alle Arbeitszeitdiskussionen, die mir immer geführt haben an der Geschichte, ist immer ganz klar, dass es diametral opposierte Positionen zwischen Gewerkschaftsseite und Patronatsseite gehen. Das ist quasi der klassische Punkt, wo man einen großen Unterschied haben zwischen den Positionen von den schaffenden Leuten von ihren Patronen. Das ist so ein Klassiker, solange doch der Kapitalismus wird gehen, werden da diametral opposierte Positionen gehen an den Antagonismus. Der war immer da, er wird immer da bleiben, und da muss man sich auch einfach bewusst sein, dass es nicht als für so, wir machen eine Tüte an der Pfanne-Lösung. Und dafür ist es auch da so, dass man der Meinung sind, das muss diskutiert gehen am Sozialdialog, und das muss präpariert gehen. Und wir wollen noch keine eitel Wahlversprechen, aber das ist einfach wichtig, dass ich so ein Sujet nicht à la légère hält. Und das sehen wir an dem ganzen Debatten, die da stattfanden, wo mir ein Interview gefragt wird, was man davon halten, an UL ein Interview gefragt wird, was sie davon halten, und da sehen wir, wie diametral opposiert Positionen da sind, und zusätzlich zu dem, was alles so steht, Reform vom Kollektivvertragsgesetz, schon so genannt, Reform vom Sozialplangesetz und all die anderen wichtig, notwendigen Diskussionen, sind wir der Meinung, dass sie einfach der seriöse Logo am Sozialdialog muss Diskussionen verehren, präparieren, dann nicht spontanistisch Inputen gehen. Das ist halt die Natur selber vom Arbeitsrecht, weil da was sonst das Salarien zu schützen. Und du das bestmöglich recht zu sehen. Und das ist es nicht. Das ist es halt nicht, und du hast viel Not zu holen.
Und dat, also, du sind noch sicher Sachen, die in Lo schon kennt, uphaken, wie du Mama dann aber schon einen nächsten Appell auch und Parteien sich zu bekennen an ihre Wahlprogramme. Mir auch du hast leider viel Zeit verloren gegangen und du wirst unter Zeit gewesen auch schon punktuell etwas erholen auf denen Sujeten. Und du von aufgesehen kann ich nicht, und das haben wir auch schon früher gesagt, kann ich nicht eine Arbeitszeitdiskussion führen, und da sie komplett gekoppelt am luftleeren Raum und schwätzen nicht über Kollektivvertragswesen. Weil das hängt nun einmal zusammen. Und dafür brauchen wir gestärkten Kollektivvertragswesen, und da das etwas, was total zu kurz kommt an den letzten Zeiten. Und das waren ein bisschen politisch die größten Sujets, mit denen sich das Komitee National befasst hat heute Morgen. Wir haben dann aufgeschlossen mit einer Reihe Exposi, wo man gemerkt hat, über Situationen der Betriebe, wo sie Kollektivvertragsverhandlungen sind, Konflikte sind, die aber alle gut noch nicht spruchreich sind. Und dann haben wir noch ein Budget, das intern durchgeholt, wir haben aber auch als schon eine nächste Kämmer, also ich da mehr Feier beschäftigt, und du kannst nur just für rausschicken, dass wir werden nächste Mal Hund Scoop, und die werden aber der nächste Mal selber stattfinden, und wir werden da probieren, sowohl die politischen Diskurs echt mehriert, wie auch als Phase an der Münster auf dem echten Mai zu haben. Detailer kommen nur, wir werden das gut organisieren und sowohl zusammen feiern, wie auch zusammen als positionieren und machen und nicht nehmen drüber schwätzen. Und das ist auch wichtig. Und das haben wir auch, wie gesagt, diskutiert. Und dann haben wir noch kurze Punkte gemäht über der Fakt, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen von uns in hauptamtlichen heute mit den zeitgleich zu Matz sind. Wir nicht konnten machen, wenn wir eine Pressekonferenz haben. Wir aber Gedanken total dabei sind. Aber du absolut auf der ganzen Solidarität mit unseren französischen Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen an ihrem Streit hier Pensionen. Wir stehen total zu ihnen und werden solidarisch sein auf der ganzen Linie. Wir waren schon Lastspruch dabei, wir sind Duisburg, wie gesagt, dabei in Jebel. Wir werden den Mensch auch matt feiern bis zum Äußersten. Und wir sind froh, dass sie sich wehren und wird kriegen, und wir sind auch zuversichtlich. Das ist wichtig, weil wir nicht hier auf einer Insel sind, weil wir eben auch ganz viel Frontalien hier schaffen haben. Wir haben auch Leute hier schaffen, die an einer Familie leben, wo einer Frankreich schafft, den anderen zu Lützeburg schafft. Wir haben hier schaffen, die haben einen Karrieremix, die haben einen Teil von ihrer Karriere auf Frankreich geschafft. Und dafür sind uns Leute auch direkt betroffen. Wir nicht nur du willst, wir sind auch betroffen, weil was du den Macron an seiner Regierung dezidiert, wer doch in die Pakt weiß und dafür ist es doch wichtig, dass wir direkt mitweisen, der Tote lassen wir nicht so. Und dafür sind wir froh, dass wir heute auch zahlreich können darunter teilholen. Ich meine, dass ich die Tour gemacht habe, just nach von Annonce Datum, an dem wir noch diskutiert haben, was natürlich ähnlich geschwunden steht. Mit Michael de Moyen exposiert, dass Nujibel wie gehabt, wie nur schon Jahren eine aktive Rolle auch an dem Bündnis mit allen anderen Frauenorganisationen an der 8. März Manif wird holen. Detailer kommen du noch no, weil da das ja eine Kollaboration noch mit anderen Assoziationen, wie gesagt, und mir egal wie, sie mir du voll dabei mit Herz und Seele und auch physisch präsent den Tag, auch dazu mal durchgeholt. Aber wir werden noch also kleine Aktionen hundern den 8. März, so kleine Evenementen, wo wir geplant haben, Filmfeierung an Sondage, wo man werden organisieren, aber wenn da dazu kommt, kann es mich also noch zur Disposition. Das war den 8. März, aber tun ich dann noch, ich von meinem Blatt nämlich, wo ich die anderen Evenementen noch drauf stehen hat, mir ich meine, dass du warst aber nur an großen Tisch von dem, was wir diskutiert haben und beschlossen.
Und ich nicht vergessen, ich gucke aber danke, weil ich oder.